Durch die Pandemie an die neue Elektromobilität hat nicht zuletzt auch der Velo einen großen Abschwung erlebt. Damit verbunden sind aber natürlich auch gewisse Gefahren für und allem für die Velosfahrer, die neben dem Fußgänger das Schwestenelement am Straßenverkehr ist. Gerade da hat die Polizei eine neue Kampagne lanciert. Sech huet die zwee Hab Wolleen, der denkt ass den Wolle Verkeierssicherheet, duch dat immer méi wëllen ennnerW sinn, muss man alle Götten drnner winnen, och de motorisierte Verkeier. Dat so bisssen de Geest vun dieser Kampagne, dat een den Äner soll respektieren, an den op den Äner soll oppassen. An enger Pressekonferenz huet der Polizeiminister dann auch op d'Wichtigkeit vum gegenseitige Respekt hingewiesen. An net nimmen Autos vor alle Goten die op der Straße ennnerW sinn, well et Dach oft zu Konflikte könnt, wo ihr noch als Velosfahrer antizipieren muss, für zu gucken, auch viel mehr Aufmerksamkeit zu haben, wie sich jeder am Verkehr bewegt. Ich weiß, das ist eine Erfahrung. Wenn wir Velo in NRW sind, geschehen auch mehr Akzidente. Auch wenn 12 von den Todlichen an den schwer Blessierten an Europa generell stabil bleibt, so gehen Proportionen von den Schwestern an dieser Statistik aber an die Lut. 2020 du haben mehr 12% Cyklisten gehabt, 16% Fußgänger, und man hat 27% Motorräder. Das heißt, die drei Kategorien zusammen, da sind wir über 50% von den Todesfällen letztes Jahr. Und wie das wir effektiv 12% Cyklisten hatten, das ist mehr wie notwendig dringend, dass wir eine Kampagne machen, einfach auch, wie ich mich Velo verhalten, was das Equipment Velo belangt. Wie den Zentraldirektor von der Police administrativ erklärt, und Agenten am Kader von dieser Kampagne den Akkord an der Woche vom 3. bis den 9. Mai mündlich Verwarnungen auszuschwätzen. Bei sogenannten Contravention grave gilt diesen Akkord natürlich nicht, wie zum Beispiel beim Ignorieren von einer roten Lut. Den zweite Wolle nie der Verkehrssicherheit, das einfach die Sicherheit vom Velo selber. Die letzten Jahre haben sich Zahlen von den Deklarationen betreffend Velo verdoppelt. Sind immer mehr wollen NRW, normal, dass da vielleicht mehr geklaut sind, gehen mit dieser Woche der Message an die Leute hier Material anständig sollen sichern, an dem noch darüber sollen aufpassen. Für den Diebstahl von seinem Velo zu verhindern, geht es nicht durch ein dickes Schloss zu holen, weil den so einfach durchgepetzt wird, so der Marc Gragnacci von der Verkehrsprävention. Soll nicht nur mit Radstrecke, mit so einem Rad am Kader und einem Objekt und einem Gländer und einem Lutepoto oder so einem Gegenstand ausstrecken. Soll natürlich steigste Ecke vermeiden, wo wenig Leute lernen gehen auf einer Platz, wo belegt das oder wo viele Leute lernen gehen, also natürlich möchte ich mir Velo unzustrecken, dass eventuell etwas kann mirken, wenn am Gangen aus dem Schloss durchzutrennen. Auf unserer Internetseite www.police.lu findet ihr noch all praktische Informationen, sowohl was das Velo wie auch all die anderen Sorten von Fortbewegungsmitteln betreffen. Auch als Police-App als modernisiert gehen, so könnt ihr abelo all Wertsachen über die App intern an ihrem Handy notieren und so am Fall von einem Diebstahl das wertvolle Informationen der Police zur Verfügung stellen. Dieses System ersetzt Gravieren und Registrieren von ihrem Velo, aber bietet gleichzeitig eine zusätzliche Aufsicherung. Zusammen für euch.